Hallo, wie geht's? Ich bin Katrin Erni von swissgermanonline.com und das ist ein kurzer Live zur Einstimmung für heute Abend. Heute Abend haben wir eine Schweizerdeutsch-Lektion zu dem Thema und zwar geht es um die Fasnacht, wie ihr auf dem Bild seht. Ähm, Das ist das Bild mit dem Text, mit ein paar Sätzchen, die in unserem Dialog vorkommen. Wir haben heute am Abend am 8. einen Schweizerdeutschkurs. Das ist ein Livestream, eine halbe Stunde. Und dann eine halbe Stunde ein Zoom-Treffen für die, die interessiert sind. Also ein Online-Treffen, wo man üben zusammen Schweizerdeutsch reden. Genau, das ist unser Schweizerdeutschkurs. Und während dem Kurs sind die Sätzchen natürlich alle geschrieben und auf Englisch übersetzt. Also, wenn du noch nicht alles verstehst, dann nachher hast du mindestens von diesen Sätzchen vom Dialog hast du die ganze Übersetzung auf Englisch. Also, heute am Abend geht es um die Fasnacht. Und zwar gibt es einige Orte in der Schweiz, wo das sehr, sehr eine grosse Sache ist, die Fasnacht. Äh, Eben jetzt ist Fasnachtszeit. Die grossen Fasnachten sind um den Aschermittwoch, also zum Beispiel die Luzerner Fasnacht vor dem Aschermittwoch und die Basler Fasnacht nach dem Aschermittwoch. Der Aschermittwoch ist dieses Jahr am 22. Nein, am 25. Februar, wenn ich mich richtig informiert habe, wenn ich mich richtig erinnere. Also, an dem 25. Februar ist eigentlich der offizielle Start der Fastenzeit und die, die vorher noch ein bisschen die Sau rauslassen wollen, die noch ein bisschen wild tun und verrückt sein und sich verkleiden, die können das an der Fasnacht voll ausleben. Es gibt viele verschiedene Fasnachten in der Schweiz, aber die grösste Fasnacht ist die zu Basel. Und es ist auch die grösste protestantische Fasnacht der Welt. Vielleicht ist das sonst eher ein katholisches Phänomen. Protestanten wollten früher genau alle Fasnachten abschaffen, aber die Basler haben sich ihre Fasnacht nicht nehmen und sie sind wirklich ein bisschen crazy, sie sind ein bisschen verrückt oder ganz verbissene Fasnächtler. Sie sind das ist ein riesiges Zeug und eine grosse, grosse Sache. Also wenn du Gelegenheit hast, einmal an eine Fasnacht zu gehen, die grössten sind die Luzerner Fasnacht und die Basler Fasnacht, dann nachher würde ich dir das empfehlen, entweder als Zuschauer einfach zu schauen oder an einem Umzug oder so oder am Morgenstreich zu Basel. Das ist ganz, ganz schön in der Nacht mit Lampion und Laternen. Wenn du eine Gelegenheit hast dazu, dann nachher musst du sie beim Schopf packen, musst sie realisieren. Dann ist es gut, wenn du gehst. Wir wollen heute uns auf die Fasnacht einstimmen. Da haben wir zwei junge Männer, die eben sich entscheiden, auf die Fasnacht, auf Basel zu gehen, und zwar, wenn es Fasnacht ist. Dann besteht der Dialog immer aus einer Geschichte mit 4 Bildern und 4 Teilen. Da sind sie jetzt zu Basel an der Fasnacht und sie sind selber nicht verkleidet, sie schauen zu, sie treffen Leute, die verkleidet sind, die durch die Straße ziehen und dann gibt es auch grosse Umzüge. Und dann haben sie die Idee, sich selber zu verkleiden. Das ist ja viel interessanter, wenn man selber in das bunte Treiben eintauchen, wenn man sich verkleiden kann, wenn man ein bisschen festen und ein bisschen wild tun. Und ich weiss nicht, was du denkst. Ist die Fasnacht für dich etwas Interessantes? Tust du gern dich verkleiden?
Oder bist du auch schon einmal an einer Fasnacht gsi? So Sachen können wir heute Abend im Online-Treffen dann besprechen und du kannst uns von deinen Erfahrungen erzählen. Und dann ist es noch so, dass sie an der Fasnacht jemanden treffen, den sie kennen. Also, das ist eigentlich die Geschichte von heute. Ihr habt die Bilder schon gesehen. Der Dialog dazu ist schon online. Du kannst schon schauen, lesen, dich vorbereiten. Der Dialog ist immer übersetzt auf Englisch auch, dass du ihn verstehst und dass du kannst lernen. Und in unserer Applikation und auf der Web-App hat es auch Flashcards, wo du die Sätze und die Ausdrücke kannst lernen. Wenn du dich möchtest einschreiben, dann kannst du auf unsere Homepage gehen. Ich habe sie gerade im Chat kopiert. app.swissgermanonline.com und Subscriptions. Und dort kannst du dich einschreiben für einen VIP-Kurs und das gratis testen. Das ganze Abo kannst du einen Monat lang gratis testen. Also wenn du Lust hast, wenn es dich interessiert, wenn du einmal möchtest reinschauen, dann kannst du dich dort einschreiben und einen Monat lang mitmachen und schauen, ob das etwas für dich ist. Gut, das war es von mir. Vielleicht sehe ich dich heute am Abend. Es würde mich freuen. Ich wünsche dir ganz einen schönen Tag und tschüss.